Geht da schon wieder was, oder wie? So, grüß Gott beieinander. Einer schon wieder einige am Rumchillen. Mr. Billinger, Mr. Easy, Mr. Boxer, Mr. Werb und Mrs. Semkroweiv. Ein herzliches Willkommen, einen schönen Samstagmittag, Enk. Wie geht's, Enk? Haben wir gut drauf? Ich glaub schon. Da muss ich schnell kurz ein wenig leiser machen, weil sonst verstehe ich mein eigenes Wort. Und trinke aber mal auch wieder keins kalt. Ich bin schon wieder bestens vorbereitet. Nicht. So. Geht's Ihnen gut? Ich hoffe doch. Ich trinke dabei einmal, gell? Ich glaube, das ist genehmigt. Elden Ring ist auch gestern, können wir aber später erst Siemens durch, bevor ich weitermache. Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. Aller guten Dinge sind 3 lachender Smiley mit lachenden Augen. Mr. Werb, da haben Sie ein absolut richtiges Wort gesprochen. Alle guten Dinge sind bekanntermaßen 3. Merci dir für dein Resub im 3. Monat, mein Freund. Weiterhin willkommen in der Party und viel Spaß mit den Emotes. Vielen Dank. So, nochmal. Also, Elden Ring ist gestern gekommen, vorgestern. Aber später erst Siemens hast du, bevor ich weitermache. Horizon muss ich auch noch starten. Du hast scheinbar massiv viel Spielestress. Kommen wir aber gleich dazu. Heute bin ich richtig gut drauf, Backel von meinem damaligen Ausbilder gekriegt, Bücher und Gummibärle, das ist so lieb, gefreut mich voll drüber. Mehr Gummibärle haben bekanntermaßen mehr gut, Freunde, merkt euch das. Mehr Gummibärle, immer mehr gut. Egal zu welcher Situation. So, Freunde, was treiben wir denn? Ich hab keine Ahnung, was wir spielen sollen. Ich hab heute in der Früh, für alle, die es noch nicht gesehen haben, in Discord eine Umfrage gemacht. Vor 2 Tagen ist Elden Ring gekommen. Und ich habe letzte Woche gesagt, ich will eigentlich eine Zeit abwarten, bevor ich das Spiel kaufe, weil ich nicht weiß, in was für eine Richtung das geht, weil Open World und Souls sind eigentlich 2 Sachen, die vertragen sich eigentlich nicht. Jetzt ist aber das Spiel so massiv geil eingeschlagen und was ich an Rezensionen bisher gelesen habe, ist das bestbewerteste Spiel aller Zeiten. Jetzt habe ich mir es gestern runtergelohnt und habe mal nur 2 Minuten reingelunzt. Ich habe jedes Intro geskippt, ich bin nur ein bisschen hin und her gelaufen und habe die Steuerung probiert und meine Fresse schaut das Spiel heftig aus. Und jetzt bin ich halt eigentlich so im Zwiespalt. Ja? Wir haben eigentlich ein Souls-Projekt mit Demon's Souls, wir haben einen Platin-Guide, da wo wir eigentlich heute theoretisch den ersten Main-Run fertig machen könnten. Ja? Also sprich, das Main-Game einmal durchspielen. Dann ist der Platin-Run noch nicht vorbei, weil da müssen wir Spiel 2 mal durchspielen dafür, mindestens. Ja, und jetzt bin ich halt hin und her gerissen. Ja, was machen wir jetzt? Spielen wir jetzt Assassin's Creed-Teil? Spielen wir Elden Ring? Spielen wir Demon's Souls? Es ist halt jetzt so ein bisschen so die, Ich bin hier, der Twist und Wife ist auch noch unentschlossen. Es soll krank gut sein und es soll vor allem schwer sein. Also, was ich jetzt so an Rezessionen bisher gelesen habe, es soll jetzt sehr, sehr schwer sein. Also, zumindest auf Dauer. Also, da werden wahrscheinlich meine Souls-Spiel-Künste wieder aufs Feinste auf die Probe gestellt werden. Vermute mal. Also, das wird dann tatsächlich einmal ein Souls-Spiel sein, wo ich da nicht so locker flockig durchlaufe, wie ihr es jetzt bei Sekiro und bei Demon's Souls gesehen habt. Das wird tatsächlich eine ganz andere Herausforderung. Spiel morgen Elden Ring, dann bin ich voll dabei. Aber erst, wenn wir fertig gekocht haben. Sonst wird es wieder schnell. Abgesehen davon, Mrs. Wife weiß es gerade spielt, morgen gibt es auch einen Stream. Ja, das ist jetzt die ganze Zeit nur auf der Kippe gestanden, aber wir werden morgen auch einen Stream machen. Ungefähr 11, 12 Uhr Mittag, weiß ich noch nicht genau. Ja? Aber auf alle Fälle gibt es morgen einen Stream. So viel kann ich schon mal sagen. Im ersten Step, das, worauf du Bock hast. Ich bin dabei. Ja, wenn es noch dem geht, hätte ich Bock auf Elden Ring. Na, also jetzt passt auf. Wir hätten jetzt 2 Möglichkeiten, wo ich mir so ein bisschen überlegt hätte, was man machen kann. Ja? Also, Assassin's Creed bleibt sowieso
Projekt weiterhin. Ja, das wird nicht ersetzt. Ja, das läuft weiter. Allerdings wird jetzt dieses Wochenende wahrscheinlich kein Assassin's Creed nicht kommen, vielleicht noch heute. Je nachdem, was wir jetzt treiben. Ja. Wir haben jetzt, wie gesagt, 2 Möglichkeiten. Aber Stuhl schaffe ich kein Schweiners. Müsstest du eigentlich sagen, Herausforderung angenommen. Na, Schmarrn. Also jetzt passt so wacht. Erster Akt. Ich habe jetzt 2 Sachen zum Sagen. Erster Akt bezüglich Stream-Content heute. Wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder Möglichkeit 1. Entweder wir machen es jetzt so, wir spielen jetzt Demon's Souls den Main Run, das erste Mal Main Game fertig. Das ist ungefähr Content für 2 Stunden, je nachdem wie dort steht, dass mich anstehe. Der kann ein wenig länger dauern, kann aber auch schneller gehen, je nachdem. Und dann im anschließend spielen wir entweder noch Assassin's Creed, wie ich es eigentlich angekündigt habe, oder wir lunzen wir dann in Elden Ring. Ja? Das war Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Wir spielen mal heute Elden Ring, zocken wir es einmal an, die ersten 3 Stunden, schauen wir mal, was das Spiel so auf sich hat, und morgen spielen wir Demon's Souls fertig. Und dann haben wir ab nächster Woche 2 Projekte, dann legen wir ab morgen praktisch, beziehungsweise dann je nachdem ab heute, legen wir den Demon's Souls Platin Run fürs Erste aufs Eis, den spielen wir definitiv on-stream fertig, und dafür ruckert Elden Ring nach. Ja? Diese 2 Möglichkeiten hätten wir jetzt. Ich darf jetzt da frei entscheiden, was eng da mehr oder weniger am liebsten ist. Ja? Mr. Motzok! Merci für dein Raid. Grüß euch an alle vom Motzok sein Raid. Sorry, ich hab heute nicht zuschauen können, ich hab Tennistraining gehabt. Mrs. Hill, welcome. Mr. Motzok, danke dir. Wie war dein Stream? Du hast Musik gespielt, hab ich gesehen. Der Angel Dust ist auch am Start. Und der Askia ist auch am Start. Ja, Blutsakrament. Grüß euch. Grüß euch. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Ich hoffe doch. So. Wie gesagt, das sind jetzt die 2 Möglichkeiten, die wir haben. Und nach dem Stream, also was heißt nach dem Stream? Nach dem Spiel, wenn wir mit dem Spielen fertig haben, habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Okay? Eine wenig eine größere Ankündigung, das gefreut vielleicht den einen oder anderen, der eine oder andere denkt sich, ja, ist jetzt eigentlich nicht so, aber auf alle Fälle, ich habe da noch was zu verkünden. Ja? Nicht besser, Elden Ring hat morgen bitte und Derry Raiders. Ein wenig zu wenig streamen in letzter Zeit, das mag der Rucker nicht so, verstehe ich nicht. Was sagt, wie war der Stream? An und für sich. Ich hoffe gut. Aber ich glaube, dass es gescheiter war. Jetzt nach meinem Empfinden, so vom Logikdenker her, war es eigentlich gescheiter. Wir spielen erst einmal Demon's Souls jetzt den Main Run fertig. Ja, dass zumindest das Main Game einmal durch ist. Dann haben wir da einen sauberen Schnitt. Und dann können wir sagen, okay, und jetzt gehen wir in Elden Ring über. Ist das ein Deal? Wir spielen halt Demon's Souls fertig und je nachdem, wie viel Zeit haben wir dann danach haben, entweder schauen wir dann nur mal mit einem Auge in die Spiel rein, in Elden Ring, aber so wirklich spielen wir es dann ab morgen. Mr. Wert machen wir morgen Elden Ring. Hätte ich jetzt auch fast gesagt. Ich meine, ich hätte zwar ultra Bock jetzt Elden Ring zum Spielen, aber durch das, dass es eigentlich nicht angekündigt war, sollte es ein wenig entscheiden dürfen. Ich habe auch Bock auf Demon's Souls, abgesehen davon. Hört sich gut an. Ja, dann meine ich, machen wir das ja so, dann machen wir halt Demon's Souls fertig und ab morgen spielen wir dann Elden Ring. Und Demon's Souls greifen wir dann wieder auf, wenn wir mit Elden Ring so dermaßen aufs Maul gekriegt haben, dass es mich nicht mehr gefreut. Demon's Souls bitte. Ja gut, okay. Okay, überredet, wir spielen mal Demon's Souls. Okay. Ist das fein? Ist das fein? Ich glaube, das ist fein, oder? Spielen wir Demon's Souls. Machen wir Demon's Souls fertig.
Schaut auf alle Fälle, ich hab mir das damals angeschaut, es schaut für Remastered sehr, sehr gut aus, aber ich kann dazu dem Spiel tatsächlich nicht allzu viel sagen, weil ich hab Dark Souls 1 selber noch nie gespielt. Ich hab's 2er gespielt, ich hab's 3er gespielt, ich hab Bloodborne gespielt, ich hab Sekiro gespielt, ich hab also alles eigentlich, außer das Eisen. So Leute, ich schicke ihn jetzt schnell für 10 Sekunden am Pausenscreen, ich muss schnell mein HDMI-Kabel umstecken für Game Capture Card, da hängt nämlich noch das von der Nintendo Switch drauf. Bin gleich wieder da, nicht weggehen. So, switchen wir dann um. Moment, Pause. Ah, Bell haben wir auch schon. Mein Greenscreen ist kaputt, merke ich gerade. Warum ist mein Greenscreen schon wieder kaputt? Was ist denn das für Seiten? Was die Seiten ist? So ist recht. So, Mr. Boxer, merci für deine 100 Bits. So. Gut, ausgeschmatzt, Freunde. Ihr wollt Demon's Souls? Dann kriegt ihr Demon's Souls. Scheiß auf die monatlichen Gratis-Spiele, braucht man nicht. So, ihr habt's, denke ich mir, jetzt hoffe ich schon antun. Was ist rechts? Rechts, achso, ja. Gut. Wir bleiben ja selbstverständlich offline. Der hinige Greenscreen. So, Freunde der Sonne. Wir haben da letztes Mal stehen geblieben. Wir haben letztes Mal alle Welten auf schwarz gebracht. Außer Keilstein Nummer 5. Mir war beinahe, war mir ein Malheur passiert. Das ist mir nämlich im Nachhinein erst aufgefallen. Wir haben nämlich letztes Mal einen sehr wichtigen und entscheidenden Schritt übersehen. Macht aber nichts für alle, die jetzt Schnappatmung kriegen und das nachgespielt haben bis daher. Das können wir jetzt nur machen. Ja, das darf man halt auf keinen Fall vergessen. Uns geht nämlich was Entscheidendes ab. Das ist aber wie gesagt nicht tragisch, weil das machen wir einfach jetzt und hat auf das hin keine weiteren Auswirkungen, dass wir so gespielt haben bisher. Da muss ich jetzt nur schnell meinen Guide aufmachen, Freunde der Sonne. So. Und zwar, was machen wir heute? Wir holen uns heute, so waren wir, ich sage jetzt mal, das ist alles unter Vorbehalt, ja. Wenn wir alles richtig gemacht haben, also beziehungsweise wenn ich alles richtig gemacht habe, dann kriegen wir heute alle Ringe. Machen wir heute unsere Charaktertendenz komplett fertig auf weiß. Machen wir unsere Charaktertendenz komplett auf schwarz. Und legen wir die letzten Bosse und spielen wir das Spiel zum ersten Mal komplett durch. Was ich schon mal vorweg sagen kann, der zweite Run ist deutlich schneller als wie der erste jetzt. Weil beim zweiten Run haben wir dann im New Game Plus, da geht es dann eigentlich nur noch mehr darum, Bosse weg zum Klatschen. Ja. Das wird tatsächlich dann zwar an und für sich ein bisschen schwieriger, weil New Game Plus, da werden Gegner stärker, aber an und für sich geht schneller, weil wir das ganze Looten, das ganze Weltentendenz, Scheißgedöns nicht mehr beachten müssen. Wir können dann einfach straight durchmarschieren und schauen, dass wir einfach Bosse weghauen und was das wie es ist. Genau. So, als allererstes rennen wir jetzt erst einmal zu unserem Magierfreund. Wir brauchen nämlich jetzt Folgendes. Wir merken uns jetzt mit dem jetzt Schonung weg und rüsten wir Wasserschleier aus. Genau.
Und dann brauchen wir noch einen Ring, und zwar den Ring der Flammenresistenz. Den nehmen wir eigentlich so gut wie gar nicht her in dem Spiel. Aber jetzt tatsächlich ist es nicht schlecht, wenn man nutzend. So kommen wir nämlich noch zu einer Stelle, die ist etwas ekelig. Und da hilft uns der Ring tatsächlich, ja, sage ich mal, schon ganz gut weiter. So, was haben wir jetzt noch? Der Ring der Gunst, Gier, Duft, Bast, magische Schärfe, Stumpfheit behalten wir einmal, listige ja, wobei, na, der kommt weg. Egal. So, wir brauchen jetzt einen Ring der... Na, das ist Blutungsresistenz, wo haben wir Flammenresistenz? Flammenresistenz wo? Ja, wo ist er denn? Ah, da ist er. Ring der Flammenresistenz, nehmen wir mal mit. So, Angel das, ja genau, wo hättest du jetzt auf einmal einen Sessel her? Denn ihr kämpft an unserer Stelle. Achso, du meinst jetzt auf die Aussage von Mozart, hey, sitz doch auf einem Sessel. Angel ist gut bei dir. So, und dann, Freunde, gehen wir in Kaltstein 1 zum Königsturm. Weil wir bringen jetzt die Questline vom Ostrava zu Ende. Und da kriegen wir dann einen Schlüssel. So, wie ihr seht, durch das, dass wir ja den Prime Evil Demon und das schwarze Phantom getötet haben, ist es uns gelungen, dass wir unsere Weltentendenz wieder beinahe ins komplett weiße schirmen. Das heißt, die Gegner machen nicht mehr allzu viel Schaden. Und wir haben ein bisschen tankiger. So, jetzt brauchen wir einen Ring der magischen Schärfe wieder, damit ja nichts passiert. Gut. Da kommen jetzt gleich ein paar unsanfte Phantome auf uns zu. Aber das ist alles überhaupt kein Problem. Au. So, dann haben wir unsere Bubbles kosten. Gehen mit Seelensuchtpfeil tatsächlich relativ schnell weg. Man muss halt nur ein wenig aufschauen, die roten Phantome, die machen halt verteufelt viel Schaden. Vor allem der Kollege dahinter mit seinem Schädel, der kann ganz schön was. Mal nachsippen. Ja, jetzt hat es einmal schnell. Easy One-Hit. Jetzt geht's dann zum Einkaufen und morgen wieder Bacon-Salat macht. Bis jetzt über die Cent, da grob mampft und das Kaffee geht weg. Sehr gut. Mehr Essen, bekannterweise mehr gut. Hätten wir uns vielleicht an der Stelle eher nur Schonung ausrüsten sollen. Das Ding ist, die schwarzen Phantome respawnen nicht. Das heißt, wenn die einmal tot haben, kommen die auch nicht wieder. Au. So, jetzt kannst du es gerne nochmal probieren, du. Okay, easy. Der hält bekanntermaßen nicht ganz so viel aus, weil Fernkämpfer haben meistens eine Scheißrüstung. Sag ich doch. Okay. Ja, ihr dürft die Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Gut, die Echse müsst ihr jetzt nicht unbedingt mitnehmen, aber sie war halt jetzt gerade da, also warum denn nicht? So. Da müssen wir jetzt auf alle Fälle aufpassen. Die Passage ist jetzt ein kleines bisschen tricky. Aber. Komm aber da, du Nosenbohrer. Ich hab mir gerade noch im Hintergrund gehört. Okay, pass auf, Moment. Ja, wobei, jetzt können wir eigentlich durchlaufen, das passt schon. Die Stelle ist jetzt ein bisschen tricky, die kann ein wenig nerven, aber ich jetzt kurz einmal überlegen, ob wir uns nicht nochmal schnell Schonung ausrüsten, aber das bringt uns im Endeffekt auch nichts. Ah ja, genau, alles klar.
Und wie ihr seht, sind da die roten Phantome jetzt einfach weg. Die kommen also nicht wieder. Ja, das ist aber normal, Milo. Das ist völlig normal. Das heißt, das Sterben in die Spiele, das gehört halt einfach einmal dazu, das kannst du nicht vermeiden. Es war komisch, wenn du nicht sterben darfst. Klar ist. Ja, die Burschen, die machen verdammt viel Schaden. Gut. So, werden wir mal looten. Dann die Krypten-Neumond-Gras, das ist gut für uns. So, und jetzt kommen wir zu einer Stelle, die ist ein bisschen Abfuck. Oder kann ein bisschen Abfuck sein. Oh, da ist noch mal so, ne? Richtig wunderbar so, ne? Mehr Neumond-Gras ist mehr gut. Und zwar geht es jetzt darum, wir müssen uns jetzt einen Shortcut eröffnen. Das Problem ist jetzt folgendes. Passt zu Wacht. So, der blaue Drache, der wo sich bisher nie blicken lassen hat, der hat jetzt da ein bisschen was dagegen. Der bewacht nämlich den Königsturm. Und den bewacht er dezent. So, auch, ich habe ihn gerne mal erklärt, in einer komplett weißen Weltentendenz sind die Drachen verschwunden. Das geht da grundsätzlich, aber nicht in dieser Passage, weil diese spielbasierende Passage ist, da wo ihr durch müsst. Also wenn ihr selbst wenn ihr eine komplett weiße Weltentendenz habt, bleibt dieser Drache hier. So, und jetzt haben wir folgende Thematik. Da stehen jetzt ein paar Minister vorn. Die unbedingt sterben müssen, weil sonst könnt ihr ja noch den Shortcut nicht aufmachen. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir rüsten uns jetzt an der Stelle das höchste Gras aus, was wir haben. Das war am meisten Heil, weil das werden wir jetzt gleich brauchen. Und wir rüsten uns jetzt einen Ring der Flammenresistenz aus. Und wir haben noch dazu Wasserschleier. Wir überleben sonst anders das Feuer nicht, was der jetzt gleich auf uns spuckt. Jetzt warten wir, bis er einmal herspeibt. Dann zennt der das da hinten an und dann laufen wir mal durch. Ja, seht ihr, ihr seid nämlich sonst an und für sich One-Hit. So wie ich jetzt. Da machen wir es wieder einfach, Speichschließen, Trick machen. Dann brauchen wir den ganzen Weg jetzt nicht noch 5-mal laufen. Das ist jetzt so der einzige, oder die letzte Stelle, die wo ein bisschen tricky ist. Wenn wir das überstanden haben, wenn wir den Shortcut haben, dann geht's dahin. Dann passiert uns gar nichts mehr. Dann geht's ganz entspannt Richtung Ende des Games. Müsste man jetzt normalerweise irgendwo da oben wieder spawnen. Ja, genau. Perfekt. Hinti, ich grüße dich. Schön, dass du reinschaust. Mir geht's gut. Danke. Bei dir hoffentlich auch. Ist fit. Hab ich jetzt einen Wasserschleier drin? Und habe ich einen Flammenresistenzring? Ja, den habe ich. Okay, gut. So. Kann man auch theoretisch warten. Ja, das können wir so auch machen. Lol. Okay. Wir warten einfach, bis der den Minister killt. In dem Fall ist es jetzt so. Jetzt warten wir nochmal ab, bis das unser Wasserschleier abläuft. Und dann können wir da einfach durchlaufen. Dir geht's okay, das hört sich eher negativ an, wenn du mich fragst. So, einfach warten, bis Wasserschleier weg ist. Abgesehen davon, ich sehe gar nicht. Oben links ein Symbol. Oder ist das Verteidigungssymbol? Das kann natürlich auch möglich sein. Da könnt ihr euch ruhig Zeit lassen. Weil, wie gesagt, tricky Stelle. Die kann mal abwachsen. Also einfach nicht hudeln und versuchen den ganzen Lachs ganz gemütlich durchzumachen. So, Wasserschleier ist abgelaufen. Da hinten steht nämlich noch mal irgendein so ein Kasperlkopf. So. Einfach einmal vorbeilaufen und jetzt Füßchen nehmen und laufen. Wir müssen, wie gesagt, nur sicher gehen, dass der Minister da hinten auch wirklich stirbt. Das können wir uns aber dann nachher noch mal anschauen. Wie war deine Woche? Puh, eigentlich verhältnismäßig stressig, muss ich sagen. Also ich habe
viel in der Arbeit zu tun gehabt. Ich habe privat einige Termine wahrgenommen. Also es war tatsächlich dezent. Ich war unterwegs, sagen wir es so. Deswegen habe ich jetzt auch leider unter der Woche überhaupt nicht streamen können. Aber gut, solche Wochen gehören dazu. Wenn wir mir da haben, zieht der Drache sich bis da hinten zurück. Das ist aber erstmal noch uninteressant für uns, weil wir wollen erstmal einen Shortcut haben. So, und da wartet jetzt der goldene Ritter auf uns. Den, wo wir befreit haben aus der Zelle, der lenkt nämlich den Drachen für uns ab. So, warum komme ich da jetzt nicht? Achso, weil da hinter Hebi ist. Warte mal. Moment. Da ist der Hebi, genau. Den Hebi betätigt man. Dann geht da hinten die Tür auf. Dann können wir uns nachher den Weg daher viel einfacher machen. Müssen wir nämlich jetzt nochmal nachschauen, ob er wirklich alle Minister tot hat. Oh, jetzt war ich fast noch ganz runtergefallen. Das war natürlich super geil gewesen. Der Ritter da oben, der kann unter Umständen sterben. Ist zwar selten, aber kann ihm passieren. Und da hat tatsächlich noch unser Ministerkopf überlebt. Den beseitigt man. Und dann haben wir Gucci. So. Wenn wir das haben. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank den Shortcut aufgemacht. Gehen wir mal zurück in Nexus. Rüsten wir uns Schonung wieder aus. Und einen Seelenstrahl. Und dann machen wir den Akt fast komplett fertig. Hinti, wie war deine Woche? Ich hoffe, ein wenig entspannter. Hello? So. Wasserschleide wir wieder weg und nehmen wir wieder Schonung dazu. Dann haben wir wieder unser Magie-Setup. Ja, passt schon, Matzo. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Jetzt geht es tatsächlich deutlich einfacher. Weil eben, wie gesagt, Shortcut und wir haben eine Schonung wieder dabei und Schonung ist halt einfach bekanntermaßen ein Gamechanger. Ich bin so dermaßen hyped auf Elden Ring morgen. Ich kann es eigentlich echt gar nicht sagen. Ich hab so Bock, das Spiel zum Spielen. Ich werde zwar wahrscheinlich dezent irgendwann gefrustet sein davon, weil es halt wirklich massiv schwer sein soll. Aber das ist wurscht, gehört zum Soul-Spiel einfach mit dazu. So, wir klatschen uns dort Schonung rein. Und ihr seht, wie wenig Damage der Typ macht. Jetzt wenn ich heute einmal noch treffen darf. Dankeschön. Ah, da ist noch einer. Neumondgras nehmen wir natürlich immer gern dankend da. Weil warum auch nicht? So. Und jetzt brauchen wir nimmer durch die Passage vom Drachen laufen. Jetzt können wir ganz entspannt hinten lang laufen, weil wir ja den Shortcut aufgemacht haben. Dann spoilert die heute noch nicht. Na, also ich werde da schon, ich achte, also ich meine, in Elden Ring spoilert werden, es geht ja eigentlich nur darum, dass die Bosse nicht spoilerst. Weißt du schon? Das ist eigentlich das Entscheidende, wie man Bosse macht oder wann Bosse kommen. Das ist eigentlich das Entscheidende bei Soulspiel. So, da ist Ehrenbazi Goldritter, der wo uns eigentlich helfen soll, aber mir halt trotzdem sterben. Okay. Ich ein wenig zu greedy gewesen. Es geht eigentlich nur darum, dass du nicht vom Bossen gespoilert wirst, wann die spawnen, beziehungsweise wann sie kommen, beziehungsweise halt wie die halt tatsächlich gängen. An und für sich kannst du aber dann in den Souls-Game eigentlich, wo es das angeht, nicht wirklich spoilern lassen, sag ich einmal. Das geht eigentlich fast nicht, weil ich sag einmal so, die Gebiete haben ja für alle gleich. Und die Gegner, die Standardgegner haben ja auch für alle gleich. Das Entscheidende sind halt eigentlich Bossgegner. So. Also ein Bossgegner ist halt praktisch immer halt ein Gegner mit massiver Lebensleiste und meistens auch unverhältnismäßig groß. Und das ist halt das Typische halt so für Souls-Spiele. Du rennst einfach dahin, nach vorne rennst du in irgendein Gebiet und du denkst nur so, scheiße, da ist jetzt ein Boss. Und dann stirbst du halt einfach elendig.
Merci für deinen Lurk. Viel Spaß weiterhin. Jetzt müssen wir schauen, wo ich vorher verreckt bin. Das war da oben, meine ich irgendwo, gell? Aber ich bin tatsächlich richtig heiß auf das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Mr. Drache verzückt sie wieder. So, und der goldene Ritter, der lenkt den Drachen für uns jetzt ab. Was uns die Möglichkeit gibt, dass wir da durchlaufen können. Da kriegen wir noch eine Seele, die nehmen wir mit. So, und da ist jetzt Ehrenbazi Meisterritter Ostrava und an dieser Stelle bringen wir mir seine Questline komplett ans Ende, okay? Den Gegenstand, wo es uns der jetzt gleich gibt, sage ich gleich was dazu. Ja, und der erste Boss killt die immer, egal in welchem Soul-Spiel, oder? In der Regel, also ich glaube bis auf Dark Souls 3 ist jeder Tutorial-Boss dazu gedacht, dass du stirbst. Ja. Außer bei Dark Souls 3, da musst du den ersten Boss machen, weil sonst kommst du gar nicht erst in den Schrein. Oh, ihr seid es. Mein Vater ist noch tot. So etwas Ähnliches zumindest. Ein Dämon in seiner Geschichte. Zu Beginn meiner Mission wollte ich meinen Vater verstehen. Ihn wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Doch es war wohl alles umsonst. Tötet meinen Vater. In diesem Zustand bringt er dieses Land nur in Gefahr. Der Schlüssel öffnet Proletarias Mausoleum. Im Mausoleum liegt meines Vaters Schwert, Dämonenrat, Zwilling von Sonne. Ich glaube, ihr versteht es gerade unter Null, was der sagt. Und bereitet seinem Irrsinn ein Ende. So. Wenn wir alles richtig gemacht haben, kriegen wir da jetzt den Mausoleumschlüssel und Meisterritter Ehrenbazi Ostrava stirbt an dieser Stelle. Ja? Press F für Meisterritter Ostrava. So, wenn wir das haben, können wir in Nexus zurück. So, nochmal kurz für den Fall, dass ich es jetzt nicht verstanden habe, was der sagt. Ich habe es auch fast nicht verstanden, wegen dem scheiß Drachen da draußen. Einzig und allein, was aufpassen müsst, dass ja der Ritter nicht stirbt, der wo da bei dem Drachen umeinander tut. Es ist zwar fast unmöglich, dass der stirbt, aber es gibt Szenarien, dass er stirbt. Das war dann äußerst unflauschig für euch. Was hat der Ostrava jetzt gesagt? Da oben, oberhalb der Treppen, also hinter ihm, ist sein Papa. Sein Papa ist von einem Dämon befallen und wir sollen doch seinen Papa bitte umbringen und ihn quasi davon erlösen. So, ja. Den Mausoleumschlüssel, da sage ich nachher was dazu, den brauchen wir nämlich nachher. Jetzt, Freunde, bringen wir unsere letzte Weltentendenz auf schwarz. Quatsch. Ja, doch. Genau, warte mal, nicht, dass ich jetzt den Schmarrn verzeihe. Die ist noch auf komplett weiß. Das heißt, die müssen wir jetzt auf komplett schwarz bringen. Und dann müssen wir da noch das schwarze Phantom als auch den Prime Evil Demon töten. Und dann, Freunde, wenn wir das haben, kriegen wir einen der schwerst zu bekommenden Ringe in dem Spiel. So, wir brauchen jetzt da wieder 7 Stück. Was können wir denn da jetzt eigentlich einlagern, abgesehen davon? Was ist denn das überhaupt für ein Schund, oder? Wir stehen in eurer Mit dem Scheiß. So. Na, dann machen wir. So. Können wir eigentlich wieder den Ring ausrüsten. Ring der magischen Schärfe. Okay. Genau. Bringen wir jetzt die letzte Welt auf schwarz. Und dann, wenn ihr mal oben links schaut, neben der Lebensleiste, das Auge, mein Charakter, der nennt, die ist fast weiß. Die ist einen Klick vor weiß. Habe ich schon letztes Mal erklärt. Ein Charaktertendenz bringt man ins Weiß, indem man schwarze Phantome tötet. Und man braucht genau 5 schwarze Phantome, um die auf Weiß zu bringen. Und wir haben, so zufällig das auch mag, genau 5 Keilsteine. Also das heißt, eine weiße Charaktertendenz kriegen wir nur, wenn man alle schwarzen Phantome tötet. So, wir gehen einfach gleich da her. Komplett ins Startgebiet. Da geht es am allereinfachsten. So, rüsten wir uns an der Stelle natürlich wieder unsere Steine aus. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ins Lager zum Schicken, aber das konnte ich jetzt eigentlich auch gleich noch machen. Jetzt passt es so wacht. So, wacht. Jetzt, der Schund kann weg. Lager. Seelenreste ab ins Lager. Den geheimen Wurf da ins Lager. Die Seelen behalten wir uns nur einmal. Die farblose Dämonenseele, die konsumieren wir nicht. Die tun wir sofort weg.
Du spielst jetzt weiter Elden Ring, du blödes Sau, du. Viel Spaß. Genau. Dann. Menschlich machen und Arschbombe machen. 7 Mal in Folge. Und beim zweiten Run wird es halt dann deutlich schneller, weil wir das ganze Zeug eben alles nicht mehr machen müssen. So. Ich seh gerade, ich sollte mal meine Waffen wieder reparieren, die schauen schon ziemlich haudig aus. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe meine ganzen Seelen geschrottet. Aber gut, Seelen sind ja wie gesagt zu dem Zeitpunkt des Spiels relativ. Weil die kann man sich jederzeit wieder erfarmen. Es waren so um die 100.000 Seelen, das war jetzt ungefähr, keine Ahnung, 5-mal die ganzen Rochen in dem Gebiet machen halt. Also das ist jetzt nicht so weit. Das kann ich vielleicht noch, oder dass ich wieder auf Stand bin. So. Haben wir uns 7-mal gekillt. So, jetzt porten wir uns neu in die Welt. Beziehungsweise, ja, das sind halt bekanntermaßen 0 Seelen. Porten wir uns jetzt mehr... Sumpf des Leids müsste es gewesen sein. Halt, wir brauchen noch einen Ring. So, wir haben eine komplett schwarze Weltentendenz. Wir müssen sowieso noch mit dem Nexus zurück, weil wir, weil wir den durchnässten Ring brauchen. Weil sonst tun wir uns in dem Wasser tatsächlich ein bisschen sehr schwer. So, dann können wir an der Stelle... Der durchnässte Ring, wo haben wir denn? Durchnässter Ring, da ist er. Dafür der wir den Flammenresistenz, den werden wir wieder weg. Stumpfheit können wir eigentlich auch fast weg tun. Genau, das passt also. Okay, alles klar. So, da rüsten wir uns jetzt den durchnässten Ring wieder aus. Der ist halt einfach in dem Gebiet absoluter Gamechanger, wenn du mich fragst. Und dann gehen wir auf Phantomsuche. Müssen wir jetzt natürlich wieder das schwarze Phantom und den Prime Evil Demon in einem Guss töten. Ich bin mir jetzt aber gerade ehrlich gesagt nicht mehr ganz so sicher, wo das schwarze Phantom Name gewesen ist. Ein Prime Evil Demon weiß ich noch, aber das schwarze Phantom weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, das sitzt da unter dir irgendwo. Aber das werden wir herausfinden, Freunde. Werden wir mir herausfinden. So, da unbedingt Schonung reinknallen, weil, glaubt's mir, die Gegner sind absolut brutal. In einer schwarzen Weltentendenz. Glaubt's mir das. Da wollt ihr nicht erwischt werden von den Typen. Jetzt fällt mir gerade ein, hätte man vielleicht den Lotus noch mitnehmen sollen. Scheiße, ich habe nämlich keinen Witwen-Lotus nicht dabei. Das war eigentlich... Gut, mir hätte man Neumond raus, abgesehen davon. Ja, das nehmen wir jetzt da so mit, das wird schon passen. So, jetzt muss ich nur noch mal schauen. Ich glaube, das schwarze Phantom ist nämlich da hinten irgendwo gewesen. Das ist eins von den wenigen Sachen, die ich nicht mehr so im Kopf habe. Aber ich meine, das war dahinter. Also normal das rote Phantom, das brauchen wir nicht. Wir brauchen das schwarze Phantom.
Oh oh, das war schlecht. Da hinten steht's. Da ist das schwarze Phantom. Ja genau, das Ding verhindert nämlich, dass wir mir zaubern. Ist aber eigentlich relativ leicht zu bekämpfen. Also das ist jetzt nicht irgendein schwarzes Phantom, das wo pervers Schaden, also pervers aggressiv ist. Au! Ja, kannst du mich auch mal auslassen? Was ist denn mit dir? Dummes Mistviech, verpiss dich. Oh, mal kurz vollsippen. Alter, das Ding, das geht mir auf den Sack. Piss dich. Ah, die hat sich kalt, okay. So, und langsam wird der Blutungseffekt von unserem Schwert richtig stark. Das seht ihr, die verliert nämlich kontinuierlich Leben. So, schwarze Phantom ist tot. Easy going. Hat's gesagt, du kriegst gleich mal eine. Ja. So, jetzt haben wir nur noch einen Primeval Demon. Wie gesagt, wichtig ist, nicht porten. Wenn ihr portet, ist unflauschig. Dürft's auf keinen Fall da. Der Primeval Demon ist nämlich da ganz erhöht. Den könnt's eigentlich. Ja, doch, man kann ihn eigentlich schon übersehen, aber der Spot ist halt maximal auffällig. Vorsichtshalber natürlich wieder Schonung einknallen, weil da hinten kommen jetzt nämlich wieder so Keulentypen, die wo es nicht so gut mit uns meinen. Und wir wollen ja nicht, dass uns die eine auf den Sauger gehen. Ja, das Giftgebiet, sie gehen nicht. Sie sehen nicht nur eklig aus, sie vergiften auch ständig noch dazu diese irgendwie. Ja. Es gibt kein Souls-Game ohne Sumpfgebiet. So, der Primeval Demon sitzt an der Stelle dahinter. Da nimmt es jetzt endlich eine Wirst-Intent und einfach laufen. Laufen. Und da sitzt er, der Primeval Demon. Den klatschen wir jetzt noch weg. So. Einfach noch mal ein paar Meter machen, dass die ja nicht nachher kommen. Und ab in den Nexus. Und jetzt, Freunde, schaut einmal links oben auf meine Leisten. Auf dieses Auge. Wir haben jetzt eine weiße Charaktertendenz. Das schwerste zu erreichende im Spiel von den Tendenzen her. Eine weiße Charaktertendenz. Müsst ihr machen, indem ihr einfach die ganzen schwarzen Phantome tötet. Anders kriegt ihr die nicht. Ja? Und wir holen uns jetzt den am schwersten zu bekommenden Ring. Und das ist nämlich der Ring, den kriegen wir jetzt beim alten Mönch, beim Gewaltigen, der wo eigentlich gar nicht so gewaltig ist. Aber den kriegen wir bei dem nur, wenn wir mit einer weißen Charaktertendenz bei dem Typen auftauchen. So, jetzt reparieren wir an der Stelle nochmal schnell unsere ganze Ausrüstung, damit wir das auch mal erledigt haben. Und dieses schöne weiße Auge auf unserer Charaktertendenz wird uns leider nicht lange beehren. Ja? Wir werden nämlich relativ schnell unsere Charaktertendenz jetzt ins Schwarze machen. Und das ist leider ein Ding, da werden wir mir ein bisschen unflauschig werden. Ja? Es hilft aber leider nicht, ist leider heute einmal Platin-relevant und brauchen wir unbedingt, anders geht es nämlich nicht. So, mir bestatten wir jetzt als allererstes einmal unserem alten Mönch, unserem gewaltigen alten Mönch, der eigentlich ein Baby ist, einen Besuch ab. So. Der sitzt da herum. Und wenn ihr jetzt ganz am Anfang, waren wir bei dem ja schon einmal, da müsst ihr eine Quest, also da fragt der Enkel ja, ob es die Reise machen mögt, ob ihr die Dämonen töten könnt zum Pipapo. Wenn ihr da Nein auswählt, dann ist Enker Platin Run doomed.
dann ist vorbei. Von vorne weg. Dann kriegt ihr nämlich den Ring, was wir jetzt von dem mit einer weißen Charaktertendenz kriegen, kriegt ihr nämlich nicht. Dann habt ihr da keine Chance. Aber, wenn ihr das alles so brav nachspielt, wie es ich gemacht habe, dann darf ihr da nichts fein. Also, reden wir mit ihm. Nehmt zur Unterstützung auf eurer Mission. Der Ring des Freundes, meine Freunde. Der am schwersten zu bekommende Ring in Demon's Souls. Kriegen wir nur mit einer weißen Charaktertendenz vom Mönch, wenn wir seine Quest abgenommen haben. Haben wir erledigt. So, Freunde, und jetzt kommt der Mausoleumsschlüssel ins Spiel, den wir uns vorher beim Ehrenbazi-Meister Ritter Ostrava abgeholt haben. Weil jetzt töten wir den am schwersten zu bekämpfenden Gegner im Spiel. Ja, das ist kein Boss, das ist ein stinknormaler Gegner, aber dem könnt ihr mit normalen Waffen kämpft ihr ewig gegen den. Ja? Der ist tanky ohne Ende, der ist quasi der fucking OG vom Begriff tanky, macht unfassbar viel Schaden und wer das ist, werden wir jetzt gleich sehen. Ja? Wir fangen nämlich jetzt an, unsere Charaktertendenz langsam ins Schwarze zu bringen. Ja? Wie ich schon vorher gesagt habe, diese Ehre einer weißen Charaktertendenz wird uns nicht lange erhalten bleiben, weil wir müssen nämlich jetzt, um eine Charaktertendenz ins Schwarze zu treiben, gutmütige NPCs töten. Ja? Wir schalten nämlich jetzt mit einer schwarzen Charaktertendenz nämlich eine Assassinen-Quest frei, so ging dann auch nochmal was dazu. Und nur so kriegen wir nochmal das Gegenstück vom Ring des Freundes. Den kriegen wir nur in einer schwarzen Charaktertendenz. Und wenn wir den Ring gekriegt haben, den Ring des Feindes, dann sollten wir, wenn wir alles richtig gemacht haben, alle Ringe haben. Aber dazu gleich mehr. So, jetzt gängen wir. Von wo war es jetzt gescheiter? Von da eigentlich. Okay. Das ist natürlich für uns jetzt easy peasy, weil die Gegner machen gar nichts. Stinkern oder was? Da tun wir uns halt mir jetzt gottlos leicht. Entschuldigung, asozial. Ich muss jetzt nur mal schnell schauen, von welcher Seite, wo es jetzt eigentlich schneller geht. Ich glaube von da. Geht von da, glaube ich, schneller. Ja. Aua. Ja, was heißt Aua? Das macht ungefähr gar nichts. Aber gut. Den Luke canceln lassen, die haben ohnehin nur das niedrigste Heilgroß. Schön, wenn alles One-Hit ist. So, und jetzt ist es ziemlich cool mit Seelenstrahlen, oder? Der rasiert nämlich einfach gleich mit 3-4 Gegner auf einmal weg. Ich merke gerade, dass der Drache gar nicht haben. Wir weiße Welten-Tendenz? Wir haben doch gar keine weiße Welten-Tendenz. Normalerweise tickt der Drache nämlich da aus, aber gut, okay. Moment einmal. Hä? Wie jetzt komplett Wieso bescheuert? Okay, es spult einfach zurück, das stimmt also nicht.
Einmal falsch gegangen. Jetzt müssen wir auf der komplett anderen Seite rauskommen. Okay, fail. Aber gut, haben wir ja Zeit. RIP an die es jetzt noch spielen. Die rennen den Weg nämlich auch umsonst. So, wir müssen nämlich auf die andere Seite um. Entschuldigung. Sei mir hoffentlich verziehen. Ja, genau, wir müssen nämlich da auf. Wir müssen nämlich da auf. Gut, das hilft aber. Ja, das ist ein Vorteil jetzt für die, das stimmt tatsächlich. So, wir müssen da her. Und dann auf die andere Seite um. Okay. So, Freunde. Folgendes. Die klatschen wir weg. Und den klatschen wir auch noch weg. So, und jetzt von denen zwei rüsten wir uns jetzt den Ring der listigen Ratte wieder aus. Und dann lassen wir uns von denen zwei so lange verhauen, bis wir wieder knapp bei 30% haben. Ja, genau, wirf mal Bomben ins Gesicht, hast du recht. Was tut dein Kumpel dahinter eigentlich? So, das Rattensymbol unten links, oben links 6. Das heißt, wir machen jetzt einfach einmal dezent 100% mehr Schaden. Und das, da habe ich ganz am Anfang erklärt, da gehen wir jetzt nicht her, weil da haben wir jetzt absolut an der Level ganz am Anfang. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir da her müssen. Da ist unter anderem ein Rotaugenritter zum Finden. Okay. Ja, komm. Wir schließen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt rauskomme, aber es wird schon passen. Da müssen wir jetzt auf alle Fälle den Rotaugen-Vollidioten-Typen da besiegen. Und wenn wir das haben, dann treffen wir den stärksten NPC oder den stärksten Gegner im Spiel. Tatsächlich. Schnibbelwipp und Ripp. Genau. Soll ja kein Verbrechen sein, solche Spiele, habe ich gehört. Perfekt, wir kommen nämlich da wieder raus, das ist zauberhaft. Ring der listigen Ratte, ja gut, der war schon ausgerüstet, darfst du das nochmal probieren. Ja, gut, dass du Bomben daneben wirfst, du Kasperl. Ja, komm, gib's mir. Ja, wenn du aus der Entfernung noch daneben schluckst, dann weiß ich es halt auch nicht. So, jetzt klang's aber auch, gell? Gut. Nochmal ist auf Anfang. Schonung, Zauber bringt eigentlich da jetzt gar nichts. So, jetzt auf keinen Fall wieder das Leben auffüllen. Sonst bringt nämlich der Bonus vom Ring nämlich gar nichts. Unbedingt Mana auffüllen. So, und für das haben wir nämlich jetzt den Ring. Den Ring sage ich schon. Für das dahinter haben wir nämlich jetzt den Mausoleumschlüssel gekriegt. Da können wir nur einer, wenn wir den Mausoleumschlüssel haben. Man kann da von Anfang an da einer kommen, indem man einfach einen Ostrava Hops nimmt. Aber das wollen wir ja nicht. So, mit dem Mausoleumschlüssel können wir da jetzt einer. Und da wartet dieser Kollege dahinter. Das ist der alte König. Ja, der Bruder praktisch vom jetzigen König. Und der Typ ist unfassbar stark. Also mit einem normalen Schwert, mit einer normalen Waffe kämpft ihr gegen diesen Typen nicht an. Da besteht überhaupt keine Chance. Also, außer er hat so extrem geskillt und so extrem gut drauf,
dass es schafft, eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem zum Kämpfen. Das ist kein Witz. Da haut sie ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde auf den Typen drauf. Das ist unfassbar. So. Wir rüsten uns Sehnsuchtpfeil aus. Der ist jetzt gutartig. Oder auch nicht. Aber mit Magie kommen wir diesem Typen ganz gut bei. Ich bin der alte König Doran. Und ihr habt mir eure Stärke bewiesen. Tretet heran und nehmt das königliche Schwert in eure Hände. Was, na? Ja gut, wir killen den Typen jetzt einfach. Genau, den Typen müsst ihr killen. So. Wenn wir den killen... Gut, so hätte unsere Charaktertendenz eigentlich nach unten gehen, aber gut. Wir nehmen jetzt das Schwert da mit. Dämonenbrand, meine Freunde. Dieser Gegenstand wird platinrelevant. So geht nachher. So, und der Typ gibt uns seine Rüstung und einen Ring. Der Ring des ewigen Kriegers. Auch deswegen müssen wir daher, weil platinrelevant. Ja, alle Ringe sind platinrelevant. So. Er droppt uns die stärkste Rüstung im Spiel. Wie gesagt, ohne Magie, mit einer normalen Waffe kämpft ihr ja den Typen eigentlich in der Regel nicht an, weil der, wie gesagt, so dermaßen viel aushält, dass wirklich gar nicht mehr schön ist. So, wenn wir das haben, Dämonenbrand haben wir mitgenommen, wie gesagt, den brauchen wir später. Wenn wir das haben, fangen wir jetzt wirklich an, unsere Charaktertendenz zum Schwärzen. Und wir kommen in Nexus zurück. So, tatsächlicherweise hat der noch keinen Einfluss auf unsere Charaktertendenz. So, und wir fangen aber jetzt an, unsere Charaktertendenz ins Schwarze zu treiben, und zwar, indem er einfach NPCs tötet. Auch welche im Nexus, ja, der blaue Typ da hinten wird einen Anfang machen. Ich schaue jetzt nur nebenbei immer auf meinen Guide, dass ich ja keinen Fehler nicht mache, weil das ist jetzt halt schon nicht ganz ohne. So, der muss zuerst dran glauben. Der one-hittet uns. Wow, okay. Ey, die haben jetzt ehrlich gesagt nicht zutraut, aber gut. So. Na, den Rattenring kann man natürlich wieder weg tun. Den brauchst du nicht anlassen. Du kannst den Ring der magischen Schärfe nehmen. So, ihr habt's gesehen. Unser Charaktertendenz geht schnurstracks einen Klick weiter nach unten. Oder 2 Klicks sogar. So, wenn wir den haben, haben wir noch einen Händler in Akt 2. Den nehmen wir auch hops. Man könnte jetzt, rein theoretisch, da könnt ihr theoretisch auch mal was falsch machen. Dann kannst du theoretisch da beim Schmied und den Lageristen, den kannst du auch umbringen. Ja? Ihr könnt halt dann nicht mehr ein Lager da, ein Zeug aus dem Lager holen und ihr könnt halt die Waffen nicht mehr reparieren. Ja? Aber theoretisch kannst du die 2 auch umbringen. So, wir gehen ins Schmiedeareal. Da sitzt der Roman, so eine einsame Gestalt. Das ist der Typ da, den nehmen wir auch gleich hops. Na gut, oder nicht, weil ich einfach zu blöd zum Treffen bin. So. Und jetzt schaut's mal, 2 fucking Klicks ins Negative gerutscht, unser Charaktertendenz oben links. Nur weil wir den Hops nochmal haben. So, dann gehen wir in Akt 4. Pfad der Rituale, da haben wir auch einen Händler, den nehmen wir auch hops. Da haben wir den Kollegen da. Auch der muss dran glauben. Dann müssen wir noch in Akt Nummer 5.
Da haben wir nämlich eine alte Dame. Eine alte Damenhändlerin. Genau. Wo war es denn so gescheitert? Wahrscheinlich da gescheitert. Verrottende Zuflucht. Ja, ist von daher gescheitert. So, rennen wir von da aus einfach zurück. Jetzt haben sie davon, dass sie so viele sehen, für Ringe und so weiter. Ja, ich bin der absolute Halsabschneider, da hast du gar nicht mehr so unrecht. Bin mir jetzt nur nicht mehr hundertprozentig sicher, wo genau die war. Also jetzt verzeiht mir bitte, wenn ich gerade ein bisschen planlos noch gehen, aber die müssen da ja hinten irgendwo sitzen. Ah ja, genau, alles klar. Da ist. Den nehmen wir auch hops. Gehen wir Nexus zurück und unser Auge ist jetzt fast komplett schwarz. Uns fehlt jetzt nur noch ein NPC, den wir töten müssen. Und das ist der in Akt 3, bei der es die alten Gewürze zum Kaufen gibt. Die, wo ein wenig ein schiefes Gesicht hat. Die muss leider auch sterben. Aber bevor wir die hops nehmen, geben wir ja nur ein bisschen Geld. Weil so viel haben wir. Die kriegt Sterbegeld von uns. Ja, fühl dich auf. Die hat eine nette Stimme, das stimmt tatsächlich, ja. Die hat ein sehr bezauberndes Singstimmchen. Sehr bezauberndes Singstimmchen. So, die sitzt jetzt da. Bevor wir die Hops nehmen, decken wir uns nochmal mit alten Gewürzen ein, so viel wie irgendwie möglich ist. Dann haben wir jetzt wieder 54 auf Reserve. Beziehungsweise wir könnten eigentlich nur schauen, ob wir irgendwas ins Lager schicken können, damit wir vielleicht noch ein wenig mehr kaufen können. Aber das schaut jetzt aktuell gerade nicht. Ah ja, da haben wir noch was. Da schaut es her. Den ganzen unnötigen Schund. Das Ritterschwert komme weg. Der Dämonenbrand komme weg. Grifflos. Was haben wir für Zeug dabei? Heilige Scheiße. Beste Teil ist mal weg. Ritterschädel weg. Ist alles Gewicht. Das ist ja nix. Kann ich nicht auch weg. Ring des Freundes können wir eigentlich weg da. Ja, genau, okay. Schauen wir mal, ob da noch ein wenig mehr geht. Nächstes Dorf, vor allem haben wir gleich mal 25 mehr. 79, das reicht. Vielen Dank für deine Dienste. Aber du musst weg. So, und jetzt haben wir eine komplett schwarze Charaktertendenz. Und jetzt, Freunde der Sonne, spawnt im Nexus. Naja gut, die Mechanik gibt es in dem Spiel halt leider nicht. So, jetzt spawnt im Nexus eine Assassinin. Es ist die Auftraggeberin. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diesen schwarzen Ritter erinnern könnt, den wir damals hops genommen haben, der wo in dem Aufzug festgesteckt ist. Sie ist praktisch der Auftraggeber von dem Typen gewesen. Und das, was wir jetzt machen, hätte der erledigen sollen. Ja, dazu ist aber nicht gekommen. Und zwar steht die da hinten jetzt im Eck. Und die beauftragt uns jetzt nach und nach einen NPC im Nexus nach dem anderen zu töten. Und Freunde, da ist nämlich auch dieses Arschloch da unten mit dabei. Der Patches, der glatzkopfige Misthund, der wir uns dreimal übers Ohr gehauen haben und auf den freue ich mich schon, dass wir den umbringen können jetzt. Ohne Konsequenzen zu haben. Ja. Gestatten, Mrs. Assassinen. BB Mr. Mozzo. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ich sehe, dass ihr bereits getötet habt. Das kann euch niemand verdenken. Dämonenseelen sind zu wertvoll, um sie abzutreten. Vielleicht hat jemand wie ihr Interesse an meinem Angebot. Ich will, dass ihr Sankt Urbain und seine Anhänger tötet. Ich werde euch reich entlohnen. Haben wir eine Abmachung? Der Grund?
Seht es einfach als die Gelegenheit zur Beseitigung eines Konkurrenten. So, dieses Angebot müsst ihr annehmen, unbedingt. War bis jetzt nur einkaufen. Dann schau, dass du in den Kiech kommst. So, das nehmen wir an. Sehr gut. Ich hege hohe Erwartungen. Wie gesagt, diese Braut hier ist die Chefin von dem dunklen Ritter, den wir damals hops genommen haben. Ja, da wo ich ihm gesagt habe, der tötet nach und nach einen NPC random nach dem anderen im Nexus. Ja? So, wir müssen jetzt an Sankt Urbain und seine Anhänger töten. Ja? Das ist praktisch der Mönch, der wo uns Wunder lehrt. Deswegen holt man alle in Nexus. Genau so ist es. Es hat nicht nur einen Grund, dass du die aufwerten und verbessern kannst, das hat auch den Grund, dass du jetzt später die Assassinen-Quest machen kannst. So. Seelensuchtpfeil ausrüsten. So, dann greift uns automatisch er da an. So, und sie da hinten wird halt natürlich auch dezent aggressiv, weil wir haben ja ihren Geliebten nur Bein umgebracht. So, wenn wir das erledigt haben, dann kriegt halt dann sein Gewand und einen Ring des Gebets, den haben wir aber schon. Wenn wir den umgebracht haben, oder die Truppen da umgebracht haben, geht's wieder zurück. Zu der Auftraggeberin. Mehr oder weniger. Es ist getan. Hier ist eure Belohnung. Nehmt sie. Kriegen wir halt einen Empfemer Augenstein, der uns jetzt zu dem Zeitpunkt des Spiels überhaupt nichts mehr bringt, weil wir ja alle Tendenzen bereits geschwärzt und wieder ins Helle gebracht haben. Jetzt die nächste Aufgabe. Ihr sollt den weisen Freg und seinen jammernden Lehrling töten. Natürlich werde ich euch angemessen belohnen. Auch da wieder Angebot annehmen. Ich hege hohe Erwartungen. So, der weise Freak, das ist unser Meister Bazi Magierchef, der uns unter anderem Schonung beigebracht hat. Auch der muss jetzt leider dran glauben. So. Wieder Sehnsuchtpfeil. So, wenn wir das haben, holen wir jetzt einmal schnell kurz was zum Trinken und dann geht's weiter. Bin gleich wieder da. Nicht weggehen, wir tun noch ein wenig weiter. Wir haben jetzt kurz vor 12, okay? Das Schlimmste haben wir hinter uns. Bin gleich wieder da. Nicht weggehen. Heute senkt vielleicht gerade selber was zum Knabbern, was zum Trinken oder geht's zum Bieseln oder was weiß ich. Bin 3 Minuten wieder da. Nee, Quatsch, nicht 3 Minuten. In 30 Sekunden bin ich wieder da. So, meine Damen und Herren, meine Seelenverwandten. Weiter geht's. Jetzt trinken wir erst einmal einen Schluck. Trinken wir erst einmal einen Schluck. Haben wir noch dabei, Freunde? Gibt's einmal Meldung? Wer ist denn überhaupt noch da? Ist überhaupt wer da? Außer der Milo. Der wo ganz gespannt dann wartet, wie es weitergeht. Mr. Vibe alles am Start. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Angel Dust ist da. Der Boxer ist auch noch da. Sehr gut. Zauberhaft, Freunde. So, wir haben jetzt unseren Meistermagier umgebracht. Bevor die Frage kommt, ja, die da hinten wird auch sterben. Leider. Aber gut, das hilft ja nicht. Wenn wir das haben, wieder zurück. Es ist getan. Hier ist eure Belohnung. Nehmt sie. So, da kriegen wir wieder so einen läppischen Empfemer-Augenstein. Seht mich nicht mit solch ausgehungerten Augen an. Es gibt noch mehr zu tun. Ich will, dass ihr Patches die Hyäne tötet. Kein Grund zur Pause, oder? Oh, Freunde. Ich hege hohe Erwartungen. Er ist eingeschlafen. Sehr gut. Mit Demon Souls einschlafen. Perfekt. So, Freunde, jetzt kommt das, auf das ich so lange gewartet habe. Endlich können wir den Kasperlkopf, jetzt hätte ich bald ganz was Böses gesagt, endlich können wir ihn umbringen. Endlich. Ich habe so lange gewartet drauf. Ah, das tut so gut. Ihr strebt nach der Macht. Dann berührt den Dämon in Nein, ich berühre jetzt nicht deinen Dämon in dir. Ich gehe wieder zurück. Ah, das war gerade so ein befreiendes Gefühl, endlich den Idioten umzubringen. So. Es ist getan. Hier ist eure Belohnung. Nehmt sie. Jetzt kriegen wir immerhin schon eine farblose Dämonenseele. Seht mich nicht mit solch ausgehungerten Augen an. Es gibt noch mehr zu tun. Ich will, dass ihr Bior tötet. Kein Grund zur Pause, oder? So, Bior, das ist der goldene Ritter, der uns vorher geholfen hat. Ich hege hohe Erwartungen. Das ist der goldene Ritter, der da unten sitzt. Der hat uns vorher beim Drachen geholfen. Der muss leider auch sterben. Im Endeffekt ist es jetzt so, wir selber haben jetzt praktisch unseren Nexus, damit nichts mehr überbleibt, damit wir nicht mehr aufwerten können. Genau deswegen machen wir das ganz zum Schluss. Der hält tatsächlich ziemlich viel aus. Aber mit Magie ist dem locker beizukommen. So, von dem kriegen wir auch ein komplettes Rüstungsset und ein komplettes Rüstungsset und Ring der großen Stärke, den haben wir allerdings schon. So, jetzt fehlt nur noch ein einziger NPC, das ist Juria die Hexe, die wo uns unter anderem Flammensturm beigebracht hat. Feuersturm, nicht Flammensturm. Die muss leider auch sterben. Getan. Hier ist eure Belohnung. Nehmt sie. So. Belohnung haben wir gekriegt. Was noch mehr? Seht mich nicht mit solch ausgehungerten Augen an. Es gibt noch mehr zu tun. Ich will, dass ihr diese Hexe Juria tötet. Natürlich werde ich euch angemessen belohnen. Sehr gut. Auch das Angebot nehmen wir. Ich hege hohe Erwartungen. So, jetzt muss Juria, das ist der letzte NPC, der wo uns irgendwie nützlich sein kann im Nexus. Auch diese Dame muss sterben. Danach, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben im ganzen Platin-Run bisher, dann kriegen wir jetzt noch den letzten Ring, der uns fehlt. Wenn wir alles richtig gemacht haben. Oder wenn ich alles richtig gemacht habe. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt dann einfach die Trophäe kriegen. Ansonsten blähe ich. So, der letzte NPC. Die lässt auch ein bisschen was fallen. Das zerfetzt die Wand. Ring der magischen Natur, auch den haben wir bereits. Glaube ich. So, und jetzt ist nur noch sie übrig. Und die hinterlistige Mistbridgen, die greift uns jetzt dann an. Und während sie uns angreift, kriegen wir gleichzeitig den Ring des Feindes, das normalerweise jetzt zu diesem Stand des Spiels der letzte Ring ist, der uns fehlt.
werden wir jetzt gleich rausfinden, wenn ich da drum eine Trophäe kriege, dann haben wir alles richtig gemacht bisher. Dann kann sich ja der Easy Milo freuen, weil dann kann er es bedenkenlos so nachspielen. So, damit uns nichts passiert. Chris ausrüsten, Seelensuchtpfeil casten und dann schmatzt man sie nur mal an. Ihr seid fertig. Ihr könnt ja wahrhaftig Wunder vollbringen. Eine letzte Aufgabe. Das Geheimnis der Seelen wird mit euch sterben. Ring des Feindes! König der Ringe, meine Freunde. Wir haben ja jetzt alle Ringe im Spiel. Wir haben ja alles richtig gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Diese Goldtrophäe haben wir uns redlich verdient. Eine der am schwersten zu erspielenden Trophäen im Spiel. Wir haben ja alle 30 Ringe. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme jeden Ring. Wermutstropfen, wir können jetzt im Nexus nichts mehr tun. Wir können unsere Zauber nicht mehr umstimmen, gar nichts. Ja, das Einzige, was wir da tun können, sind Lagersachen und halt gegebenenfalls unsere Ausrüstung reparieren. Das ist aber dann auch schon alles. So, Freunde, und jetzt? Jetzt bringen wir das Spiel tatsächlich zu Ende. Ja? Jetzt fehlen uns nur noch 2 Bosse. Der vorletzte Boss ist der eigentliche Endboss und der letzte Boss ist, ja, das kann man eigentlich nicht als Boss bezeichnen, aber er wird halt als Boss gehandelt. Werden wir uns jetzt anschauen. Fangen wir wieder beim Königsturm an. Sagt, der zweite Run wird bedeutend schneller gehen. Er wird zwar ein bisschen schwerer, aber halt tatsächlich schneller gehen, weil wir halt die ganzen Sachen, im Endeffekt das ganze Tippfallscheißen, was wir jetzt gemacht haben, die ganzen Aufpassen mit den Ringen, mit dem Loot, mit der Skillung und so weiter und so fort, das können wir uns im zweiten Part oder im zweiten Run dann alles komplett sparen. Da können wir dann ganz entspannt einfach durchrennen und brauchen wir nicht immer anschauen, ja, wo wir was noch aufsammeln müssen und so weiter und so fort. Wie schon gesagt, Schonung einfach ein Gamechanger in dem Spiel. Die gehen nach unten, skippen wir jetzt. Ah, chill halt. Alter! Ist das der Scheiß Ernst? Warum hab ich den jetzt nicht getroffen? Ja, noch anvisiert gehabt. Kamera war jetzt der Endgegner. Aber gut. Macht dem auch nichts. Okay. Also einfach gehen. Heute hat meine Seelen unten liegen lassen. Den nehmen wir schon mit. Gut, haben zwar gerade 10.000, aber gut. Einen geschenkten Gaul. Wo kriegen jetzt Vollmondgras her? Dann nehmen wir wieder unseren Shortcut mit. So, der goldene Ritter hilft uns jetzt natürlich nimmer, weil er ist ja nicht mehr da. Wir haben eine Hauptnummer. Das ist jetzt wieder nochmal so ein Stei. Ah, den habe ich ja gerade jetzt nicht mehr dabei wahrscheinlich, oder? Nö, den habe ich nicht mehr dabei. Aber gut, das hilft ja nicht. Kannst halt du auch voll vergessen, dass ich den ganzen Weg nur mehr laufe. Zur Not können wir uns einen Ring der Flammenresistenz nur mal holen. Dann hält man vielleicht einen Schlag aus. Macht der Drache 15% weniger Schaden.
Ja, okay, so drehen wir uns natürlich deutlich leichter. Okay. Da kommt er nämlich jetzt nicht mehr her. Also haben wir safe. So. Da oben spawnt jetzt nochmal der Meisterritter Ostrava als rotes Phantom. Oder ist, glaube ich, sogar ein schwarzes Phantom. Kannst du jetzt gar nicht sicher sagen. Aber auf alle Fälle können wir dem ganz gut beikommen mit Magie. Machen wir ziemlich guten Schaden mit Seelensuchtpfeil. Ist einfach ein gottlos geiler Zauber. Von dem kriegen wir dann sein Schädel und sein Schwert. Wie gesagt, werden wir mir nicht stark brauchen, aber nehmen wir halt mit. So, jetzt lagert man den Schund nochmal alles ein. Gut. Dann auf zum eigentlichen Endboss. An der Stelle, wobei war jetzt vielleicht ein bisschen zu. Ja, wobei, sieht wir uns einmal schnell kurz voll. Hätten wir uns halt sparen können, weil wir oben sowieso noch mit casten müssen. Da geht es jetzt ein bisschen auf, tatsächlich. So, da ist jetzt die letzte große, dicke, fette Nebelwand. Und da dahinter wartet der letzte Boss. Wir machen jetzt Folgendes. Wir werden mal ausschließlich mit dem Seelensuchtpfeil kämpfen. Schonung, wie gesagt, geht dem Boss ein absoluter Gamechanger. Das casten wir uns nochmal, dann sitzen wir uns nochmal voll. Warum gehst jetzt du wieder... Also, okay. Nein! Halt! Warum? Warum fährt jetzt der wieder runter? Hallo, bist du behindert? Ja, toll, okay. Ich glaube, der Endboss hat Schiss vor uns. Ich will... Ach komm, hey. Jetzt müssen wir den echt, sonst müssen wir den scheiß Namen machen. Ja gut, okay, das hilft ja nicht. Muss ich dann schon noch Namen casten. Frechheit! Sperrt mich, schickt mich einfach wieder heim. Der mag einfach, der weiß ganz genau, dass wir OP haben. Der Endboss hat, der hat Muffensausen, sag ich. Der hat einen Bär in der Hosen. Aber wer kann es ihm denn verdenken? Ich hätte auch keinen Bock mehr gegen mich zum Kämpfen, ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Mir fahren wir da auf. Jetzt fix nochmal. Auf, hab ich gesagt. Der kriegt jetzt eine auf den Sauger, ob er mag oder nicht. Der Aufzug kann halt auch ein wenig schneller gehen. Oder zumindest eine Muse anspannen, was weiß ich. Ja, gut. So, casten wir jetzt Schonung. Nochmal vollsippen. Und jetzt ist er fällig. Endboss-Time, Freunde. Alter König Alant, das ist aber nicht er persönlich. Wie gesagt, Schonung gegen den Boss
Absoluter Gamechanger. Aua. Oh, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ich hab nicht mehr weggekannt. Ach komm her. Alter, wegen der Fummelei. Ich hab nicht mehr weggekannt von ihm. Bin in der falschen Seite gestanden. Ist eigentlich ein One-Hit-Angriff. Den, was er da gerade gemacht hat. Also wenn es da drin steht, also in der Regel habt ihr da ungefähr 3 Sekunden Zeit oder 4 Sekunden Zeit, da weg zum Laufen, aber wenn es da mal drin hat, schwierige Sache. Ach, ernsthaft? Ich spawn da herunter? Okay, gut, von mir aus. Gut, so geht's auf alle Fälle schneller, bevor ich den ganzen Weg da wieder auflaufen muss. Das war auch ein Kass. Ist einer von den Bosse, der was tatsächlich in sich hat. Ja? Also ich meine, das ist der Endboss. Sag mal so, in dem Spiel ist der Flammenschleicher ziemlich stark, ist der Endboss ziemlich stark und an und für sich der alte Held ist auch ziemlich tricky, sag ich jetzt. Die restlichen Bosse, die gängen eigentlich. Aber der geilste Bosskampf ist tatsächlich der gegen einen Durchdringer. Der Boss ist der Fahrstuhl, ja genau. So, Intro skippen wir jetzt, haben wir ja schon gesehen. Ihr seht, es haben wir Moment nicht unbedingt wenig Schaden. Muss man nur immer ein bisschen aufpassen, dass unsere Schonung nicht abläuft, weil so ein Combo, die von ihm die knallt. Wie ihr ja gerade eben seht, wenn Schonung nicht aktiv ist, dann wird es gefährlich. Ja, okay. GG. Kann ein wenig dauern. Eigentlich, normalerweise hat der nicht so viel Aggressionspotenzial. Normalerweise ist der eigentlich immer mehr, sage ich mal, so langsam passiv am Hin- und Herrennen und macht meistens so Sprungangriffe, so richtige Angriffssalben, wie es er jetzt gemacht hat, macht er eigentlich verhältnismäßig selten, muss ich sagen. Aber, naja gut. Das können wir nicht ändern. Muss ich da jetzt auch gleich noch durch? Scheiß auf das ganze 0815 groß. Wir brauchen den guten Stuff. Der hat halt Bock, ja. Wie gesagt, schlimmer als wie der wird's nicht mehr. Können wir natürlich auch mal so machen. Oh, Alter, chill da Ignierschein. Was ist denn? Alter, was ist denn mit dem heute? Bist du ein behindert oder was? Ja toll, jetzt habe ich halt ungefähr gar nichts gesehen.
Du nervst mich gerade ganz schön, Bulle. Oh, du nervst mich. Au. Und tot. Gut, alle guten Dinge sind 3. Der falsche König. Ja, so einfach. Gut, machen wir, stellt man sich wieder ein wenig blöd. So. Schlimmer wird's nicht mehr, Freunde. Erinnert mich also ein bisschen irgendwie an Game of Thrones. Also, der Punkt da. Was auch nicht. Oder irgendwie etwas. Merci dir. So, wir nochmal schauen. Normalerweise müssen wir jetzt straight weiter. Okay. Dämonenseele des falschen Königs. Wie viele Seelen mögt ihr wohl bereits verschlungen haben? Der Rest obliegt dem Uralten. Wenn es so sein soll, dann werdet ihr es erfahren. WB-Verb? Also auch nicht die New Game Plus. Ja, New Game Plus ist ja wieder was Eigens dann. Da wird es dann natürlich wieder schlimmer. Aber jetzt für diesen Run. Für den ersten Run wird es jetzt nicht mehr schlimm. So, durch das, dass wir jetzt den König getötet haben, also den falschen König eigentlich, verändert sich der Nexus. So, dann haben wir jetzt Mords das Loch drin. So, was man mir. Warte mal, wo ist denn eigentlich. Kann ich da nochmal aufhören? Horcht, ich höre eine Stimme von einst. Das Uralte ruft nach euch. Begeben wir uns hinunter zu ihm. Okay, da kann ich nicht mehr aufhören. Danke, was habe ich verpasst? Den letzten Endboss, der letzte Charaktertendenz. Ein bisschen was, würde ich sagen. Nicht fei, aber ein bisschen was. Einfach dann nachschauen. Späh einfach eine grafische Wucht. Die starten das Uralte.
Der Ursprung allen Übels. Man munkelt, der Hashirama hat da sein Holzversteck her. Uraltes, ich habe euren Wunsch erfüllt. Ein neuer Dämon. Nun komm, seid brav. Das wäre hässliche Igel. Das ist eigentlich kein Igel, sondern meiner Vermutung nach eher mehr Holz, mehr ein Wald, ein wandelnder. Keine Ahnung. Der Urdämon praktisch. Schon richtig gut gemacht. Das sind richtige, da waren richtige Pfeifhölzer am Werk. Absolut. Absolut. So, Freunde. Bluepoint, macht's bitte ein God of War 1 Remake. Mit Enker, ihr habt scheinbar Ahnung, was atmosphärische Umsetzung und Grafik angeht. Spiel einfach absolut. Ein absolutes Leckermäulchen. Kann man wirklich nichts sagen. Absolut flauschig. Begeben wir uns hinunter zu ihm. Ja gut, dann. War eigentlich ein schöner Wald, aber okay. Ihr wurdet vom Uralten auserwählt. Werdet ihr die ewigen Dämonenseelen suchen? Oder hat der Gewaltige euch geblendet? Wie auch immer ihr euch entscheidet, ihr seid unser erster Besucher. Seid hier willkommen. Es war quasi vor uns noch niemand da. Der König Alant ist der eigentliche Endboss, aber das ist kein Endboss. Und die Qual in dieser Welt. Doch Gott ist gnädig und so schuf er das Uralte. Ein Gift für das Gift. Das Uralte wird von unseren Seelen zehren und dieser Tragödie ein Ende bereiten. So, das ist der eigentliche Endboss, der wo eigentlich kein Endboss ist, weil der kann sich ungefähr überhaupt nicht wehren. Der richtige Endboss ist eigentlich der, den wir gerade eben gemacht haben. Der falsche König im Endeffekt. Weil der hat außer Zahnbelag nicht wirklich was drauf. Ihr Narr, versteht ihr denn nicht? Niemand So. will so weitermachen. Dämon besiegt. Du erhältst eine Dämonenseele und Macht, ja. Kennen wir ja schon. So. Das Ding jetzt ist der Seelenbrand. Wir haben ja vorhin Dämonenbrand gefunden. So, Freunde, und jetzt ist ganz wichtig, aufgemerkt für alle, die wo das noch spielen, nicht weitergehen. Wenn ihr jetzt weitergeht, habt ihr ein Problem. Ja, weil dann ist nämlich Spiel vorbei, dann kommt ihr nicht mehr in den Nexus zurück. Wir müssen nämlich jetzt noch einmal in den Nexus zurück. Und das können wir machen mit Refugium. Deswegen habe ich vorher zu euch gesagt, der Dämonenbrand, wo wir den stärksten Gegner im Endeffekt besiegt haben, wird interessant, weil der ist platinrelevant. Und ich zeige euch jetzt, warum, ja genau. Das Loch ist mir entgangen. Ich weiß zwar nicht, ob ich dann da unten... Okay. Da komme ich da scheinbar wieder raus. Das war jetzt die Macht der Gewohnheit. Ich meine, da kann man durchlaufen. So, natürlich kann man da nicht durchlaufen. So, wir gehen einmal außen rum. Mit dem Keilstein, da können wir dann wieder da unten rein, da wo wir eben gerade waren. Wir müssen jetzt nämlich noch mal kurz in Akt 2 vorbeischauen. Ins Schmiedeareal. Wobei, warte mal, Moment, ich habe jetzt glaube ich das andere im Lager. Moment. Jetzt habe ich eingelagert. Dämonenbrand. Aber sorry. Habe ich übersehen. Müssen wir uns natürlich wieder mitnehmen.
war krank vor Sorge. Runenschwert, Pestklar. Wo haben wir es denn? Dämonenbrand, top. Nehmen wir mit. Seelenbrand und Dämonenbrand. Freunde, die zwei brauchen wir jetzt. Da holen wir uns nämlich jetzt auch noch eine Trophäe ab. So. Weil bei dem Meisterschmied da können wir nämlich irgendwie. Ich hab zu tun. Das Schmieden verstärkt Ärzte sind. Können wir, glaube ich, wenn wir nicht alles täuscht, Waffe aufwerten. Wo ist denn das jetzt gegangen? C fix nur mal. Dämonenseelen? Sie sind viel mächtiger, gestärkt von einem. Ich sagte doch, dass ich zu tun hätte. Moment, damit muss man da das Schwert vielleicht ausrüsten. Moment. Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Wenn ich was schmieden soll, her mit eurem. Wie ist denn das jetzt gegangen? Verschwendet nicht meine Zeit. Weil die kann man nämlich kombinieren. Den allerhöchsten Rang hat einer. Okay, Moment einmal, das muss jetzt schon. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Das müsste es eigentlich kombinieren können. Jetzt Moment einmal. Aber die Seele habe ich doch. Moment einmal. Dann geht jetzt. Ich arbeite allein. Okay, die habe ich doch. Ah. Hä? Ja, Moment mal, aber das müsste doch jetzt eigentlich gehen. Was schmieden. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Nicht meine Zeit. Moment. Okay, Chat, ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex. Ja, freilich, ich hab beide dabei. Kattel habe ich dere. Dämonenbrand und Seelenbrand. Ich hab die falsche Dämonenseele. Und ich hab 1430 Seelen. Ich hab sogar mehr wie nur. Ja, die Seele habe ich auch. Ich kann euch Waffen schmieden. Kein Interesse? Stell die Frage. Moment einmal, darf die vielleicht nicht ausgerüstet sein? Das könnte also jetzt Moment einmal. Kadler ist fit bei dir. Okay, wenn das jetzt noch nicht funktioniert, dann schließe ich ein Spiel mehr, weil dann ist wahrscheinlich irgendwas schief gelaufen. Was braucht ihr denn, wenn ich was schmieden soll? Den allerhöchsten Rang hat ein reines Herz.
Hey? Ich check's grad nicht. Ich müsste das jetzt eigentlich schmieden können. Okay, Moment einmal. Ich muss da mal kurz schauen. Okay. Mach dein Mario Kart Rennerlebnis noch größer. Schnauze. Stimmt, beide ausrüsten. Das kann vielleicht auch. Jetzt, Moment. Okay, warte, ich mache jetzt das Spiel nochmal zu, weil irgendwas stimmt da nicht. Das muss gehen. Das gibt's nicht. Du brauchst genau 3 Items. Seelenbrand, Dämonenbrand und die Seele vom falschen König Aland. Da gibt's nichts anderes nicht. So, da holt er sich Dämonenbrand. Da holt er sich Seelenbrand. Mit den 3 Items zum Edge, ja? Das wird aber nicht anders. Wenn ich was schmieden will. Leider, ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum das nicht geht. Ich habe keinen Plan. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Normalerweise müsstest du bei dem Typen jetzt nämlich das Nord-Insignien-Schwert schmieden können. Sollte unter Aufwerten zu finden sein, genauso ist es. Normalerweise gehst du mit diesen beiden Schwertern und der Seele daher und dann schaltest du das frei, dass du die kombinieren kannst. Wenn ich was schmieden soll. Keine ausrüsten, ja? Ich habe keine Ahnung, warum es nicht geht. Ich weiß es nicht. Ich habe nur Waffen dabei. Eigentlich. Das ist alles, was ich da momentan dabei habe. Okay, pass auf, Moment einmal.
Moment einmal, ich glaube, ich weiß schon, wo das liegt. Ich glaube, ich weiß, an wo es liegt, Freunde. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich die noch hab. Aber normalerweise ja. Man muss, ich habe das glaube ich komplett vergessen. Nein, das ist schon jetzt möglich. Da geht mir nur was Entscheidendes ab, was so macht. Ich glaube, ich weiß schon, wo das liegt. Ich habe was übersehen. Eine Kleinigkeit. Das ist aber weiter nicht tragisch, weil normalerweise wird das. Frischer Kaltstein. Ich muss dem noch die glühende Dämonenseele bringen. Man muss dem noch die glühende Dämonenseele bringen, dann erweitert er quasi seine Fähigkeiten und dann kann er schmieden. Sagt er. Zumindest. Jetzt passt so macht. Normalerweise haben wir den noch. Ich war krank vor Sorge. Da, glühende Dämonenseele. Wir stehen in eurer Schuld. So. Auf den Schritt habe ich überhaupt nicht mehr spekuliert. Den glaube ich, habe ich den ganzen Run über vergessen, das zu machen. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Also normalerweise ist jetzt das. Ja, das ist sie. Damit kann ich neue Arten von... Eine Krinken, eine Dämon. Ich gehe mir ja Straße der Möglichkeiten. Jetzt hat. Okay, das und so. Und jetzt Waffe aufwerten. Und jetzt kann er das Ding schmieden. Jetzt hat. Das war's. Eine Kleinigkeit. Also glühende Dämonenseele erst zu dem Typen da bringen. Sobald ihr es habt, da müsst ihr einen Flammenschleicher besiegt haben. Und dann Vermächtnis der Könige. Das war's. Long story short. Haben wir schon. Ja, manchmal haben es wirklich so Kleinigkeiten, die wo da abgehen. So, und wenn wir das haben, bringen wir spät zu Ende. Freunde der Sonne. Können wir natürlich unseren ganzen Schmarrn auch wieder ausrüsten. Gut. Haben wir sogar noch 2 Trophäen abgeholt, ja? Also, sorry für diese kleinen Umstände, aber ich übersehe auch mal was. Hau ja mal ein bisschen. So, wenn wir jetzt das haben. Gut, dass du da live dabei warst. So, wenn wir jetzt das haben, Freunde. Am Ende gibt es 2 Enden, ein gutes und ein böses. Deswegen muss man das Spiel schon mal gewisserweise zweimal durchspielen, weil wir am Ende, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, beim bösen oder beim guten Ende kriegen wir Dämonenseele, die kriegen wir nur ein einziges Mal und die braucht man dann auch im New Game Plus irgendwann einmal, damit wir halt einen gewissen Zauber kaufen können. Wir wählen zuerst das gute Ende. Ja? Also wenn ihr das erledigt habt, wie gesagt, für alle, die das nachspielen, die glühende Dämonenseele könnt ihr dem Schmied bringen, die müsst ihr dem Schmied bringen, weil, aus Gründen, okay? Und wenn ihr das alles erledigt habt, dann haben wir jetzt im ersten Run alles erledigt. Ja, wir können das Spiel jetzt beenden. Eure Arbeit ist getan. Dämonentöter, geht wieder nach oben. Der Nexus hält euch nicht länger gefangen. Ich versetze das Uralte wieder in Schlaf. So, beim guten Ende drehen wir uns einfach jetzt um und gehen wir. Das, was wir jetzt dann da werden. Beim bösen Ende, was wir dann im zweiten Run später mal spielen, da bringen wir sie um. Ja, dann wären wir zum neuen Uralten. Ja, also das kann ich schon mal vorweg spoilern, ja, weil das ist halt dann offensichtlich beim bösen Ende so. So, wir sind jetzt aber freundlich, jetzt verziehen wir uns jetzt. Hab Dank. Habe ich gern gemacht. Endlich. Das Ende ist in Sicht. So.
Uralte und mit ihm die Jungfer wurden zurück in den Nebel gesogen. Boletaria war vor den Dämonen gerettet, verlor jedoch sein Wissen über die Seelenkünste. Die Seelen, die in diesem Chaos verloren gingen, kehrten nie zurück. Und heute wird diese zerrüttete Welt von einem anderen Gewaltigen zusammengehalten. Einem tapferen neuen Helden mit ungekannter Macht. Wir haben der neue Gewaltige. Freunde der Sonne. Demon's Souls. Main Game abgeschlossen. Wir haben jetzt nahezu schon fast alles erledigt. Meiner Meinung nach von der Grafik her sowieso mit Abstand bisher das beste Souls Game, was ich gespielt habe. Elden Ring wird sich außerstellen, wie gut es dann tatsächlich ausschaut. Ich habe, wie gesagt, gestern nur mit 2 Minuten ein bisschen reingelunzt. Ich habe sonst nichts gesehen, kein Intro, kein gar nichts. Da werden wir dann jetzt die nächsten Tage drauf eingehen, wie es tatsächlich ausschaut. Aber Demon's Souls, absolut eine 10 von 10. Ja. Wir haben jetzt natürlich mit dem Platin-Run an und für sich noch nicht durch. Ja, da geht uns nur ein bisschen was ab. Wir müssen im Endeffekt jetzt das Spiel dann nur mal durchspielen. Das geht aber, wie ich schon mal erwähnt habe, deutlich schneller, weil wir jetzt einfach nur noch die Keilsteine durchforsten. Wir hauen jetzt einfach nur noch einen Boss nach dem anderen zusammen. Und wenn wir das haben, dann haben wir im Endeffekt fertig. Ja, also eigentlich müsst ihr jetzt das 3-mal durchspielen. Wir werden uns allerdings den Luxus gönnen, wir werden das Ganze mit Spielstandüberschreibung machen, dann brauchen wir es nur 2-mal durchspielen. Das Ding ist jetzt, wir werden jetzt an der Stelle, weil es ein sauberer Cut ist, wir haben jetzt den ersten Run, den aufwendigsten Run, fertig. Und da werden wir jetzt den Cut setzen und werden wir dann das Projekt Platin Run ein bisschen nach hinten schieben. Ja, das pausieren wir jetzt, das ist nicht abgeschlossen, das kommt da wieder. Wir werden definitiv Demon's Souls Platin weiterspielen. Wir schauen uns jetzt aber dann ab nächster Woche erst einmal ein bisschen Elden Ring an, ja, was da auf uns wartet. Aber Demon's Souls spielen wir früher oder später definitiv weiter. Da braucht es überhaupt nicht oben dort. Da können wir dann da nahtlos angrenzen. Jetzt gehen wir schnell kurz in den Schmerz ein, ne? Weil an der Stelle werde ich jetzt ein bisschen was verkünden. Jetzt können wir uns dann erst einmal Gedanken machen, was wir jetzt noch treiben. Ja? Also ich hätte jetzt theoretisch noch eine gute Stunde Zeit. Was wir jetzt noch machen, weiß ich nicht. Ja? Das könnt ihr jetzt überleben, spielen wir Assassin's Creed oder schauen wir gleich noch in Elden Ring ein. Das könnt ihr jetzt aussuchen. Das mache ich ganz von euch abhängig. Aber Demon's Souls haben wir jetzt, wie gesagt, den ersten Run abgeschlossen. Sauber abgeschlossen. Müssen wir jetzt, kann ich jetzt eigentlich schnell mit sagen, jetzt passt zu Wacht, wie viele Trophäen, dass wir jetzt noch den ersten Run eigentlich haben. So, wir haben jetzt bereits 31 von 37 Trophäen. Die haben wir bereits. Ja, durch einen einzigen Run. Und das kriegt ihr alles, wenn es genauso spielt, wie es ich gesagt habe. So. Da haben wir 2 Online-Trophäen. Das machen wir ganz zum Schluss. Das sind die letzten beiden Trophäen, die wir mir uns holen. Die sind tatsächlich ein bisschen, ja. Die sind ein wenig tricky, weil es kann mal schnell gehen und es kann mal nicht so schnell gehen, bis du halt jemanden gefunden hast. Aber ich schaue, dass man da möglichst. Mr. Milo, da kann man eigentlich zusammenhelfen, tatsächlich, wenn du mich fragst. Dann machst du einmal einen zweiten Spielstand bei Zeiten und speist ihn bis zum Richter und da wart's dann einfach. Das war, glaube ich, eine ganz einfache Geschichte. Wenn da schon einer da ist, der wo Demon's Souls spielt. Genau, das sind jetzt, wie gesagt, die 2 Online-Trophäen, die wir uns noch holen müssen. Die Trophäe ist noch versteckt. Das ist wahrscheinlich das böse Ende. Glaube ich mal. Glaube ich mal. Da haben wir dann noch alle Zaubersprüche und alle Wunder. Ja? Und wegen den 2 Sachen müsst ihr das eigentlich 3-mal durchspielen, aber durch Spielstandüberschreibung sparen wir uns dann den ganzen Run. Also ist das praktisch das schwarze Ende, also das böse Ende. Und dann haben wir alles. Das ist alles, was wir nur erledigen müssen. Ansonsten haben wir alles erledigt, was wir machen müssen. Und das kriegt man alles innerhalb eines Runs. Mr. Price, habe ich